Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Und ich bin so dermaßen froh, dass ich dieses Alien-Nest in der letzten Episode fertig gemacht habe. Und jetzt sind wir dabei, der Apollo-Kern hochzujagen. Reinigungssequenz. Huch, das ist neu. Leiten Sie die Säuberung mit hoch oder runter ein. Okay. Okay, Purge. Gut, jetzt gib ihm, oder? Reinigungssequenz. Zack und zack. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Jawohl. Schnall dich an. Boah. Ah, leck mich fett. Geil ist ein Best gemacht, bitte. Oh, nee. 3 Aliens mindestens. 4, 5. Ganze Aliens sind aus dem Nest rausgekrabbelt. Biologische Gefahreneindämmungsstufe wird gehalten auf Omega. Oh Gott. Mehrere nicht gemeldete Lebensformen auf Sevastopol registriert. Strompegel auf Sevastopol gefährdet. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshall-Büro zurück, Rip. Ja. Bitte. Kehren Sie zu Ricardo zurück. Okay. Ja. Ich dir jetzt sage, du hilft eigentlich nur noch eine sichere Kapsel zu finden. Rettungskapsel. Raus. Und Sevastopol vielleicht noch vorher in die Luft jagen. Das wäre eventuell noch sicherster. Und ich fühle mich auch gerade mit dem Flammenwerfer ein bisschen Halt, sicherer. Rip, hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort. Oh Die nee. Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist Ah. unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Das ist allerdings mal eine gute Idee, ja. Hat also doch was gebracht, dass wir hier alles auf Anfang gesetzt haben. Wenn Apollo erst nur Zeit braucht, um sich wieder zu sammeln, ist ja vollkommen logisch, dass wir die Reboot-Zeit gut nutzen können, um dann mal wieder zu kommunizieren. Dann können wir Fluchtschiff oder ähnliches organisieren. Okay, da haben wir noch ein Zeichen. Das ist leer. Ausweiskarte noch mitgenommen. Super. Jetzt jetzt wieder fleißig Munition sammeln für den Flammenwerfer. Aber jetzt gibt es nochmal ein Wiedersehen mit der höchstgeliebten San Cristobal Krankenstation. Maschinenraum. Cymatch Tower, Service Offline. Lawrence Sistek. Solomon's Habitation. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Maschinenraumtransit. Das Ding geht eh nicht. Muss der hier sein, oder? Cymatch Tower. Ja, der geht nämlich auch nicht. Und der da funktioniert. Ach, nicht. Oder? Nee. Geht nur der Enter. Okay. Gut. Oh, speichern. Ich wollte schon immer mal speichern. Bling. So, ihr liebe Leid, ich musste einen kurzen Cut machen, weil ich nochmal fies hab husten müssen. Und ja, das wollte ich nicht unbedingt in der Aufnahme mit drin haben, deswegen habe ich dann gedacht, okay, machen wir hier den Cut. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Nicht das na ich wundern. Die Treibhausfunktion Sevastopol ist Gehen wir hier zum Cymet-Turm. Und ja, dann geht's wieder ab zur San Cristobal Krankenstation. Mein absolutes Lieblingslevel. Boah. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle da drauf. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wiedersehen macht aber immer Freude, ne? Also, mal gucken, was jetzt kommt. Aber wenigstens haben wir das mal den Flammenwerfer parat. Das ist doch schon mal sehr viel wert.
Ja, wunderbar. Aber das Alien-Nest ist es zwar kaputt, aber trotzdem haben sie ein paar überlebt. Und das sollte uns Sorge machen. Also ich habe es auf jeden Fall immer noch im Hinterkopf. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Mach das Hier, mal. aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Ach, Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopilotencodes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir Ah, müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es der gute Marlow. Ist er doch zu was zu gebrauchen. Sehr gut. sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Finden Sie ein Ambulanz-Shuttle. Ja. Sehr gut. Da können wir nicht durch. Wo müssen wir dann lang? Wahrscheinlich wieder... Ja, natürlich. Genau der andere Weg. Klar. Okay. Hier haben wir nichts noch Besonderes, ne? Okay. Ja, wunderbar. Also den Marlow haben wir ja auch festgestellt, wo wir das letzte Mal im Marshall-Büro waren, wo die Androide durchgedreht sind, dass der Kerl abgehauen ist aus seiner Zelle. Und jetzt ist er hier auf Abwege und hat hier nochmal uns eigentlich indirekt geholfen. Mal gucken, ob wir den auch noch lebendig irgendwo erwischen. Würde mich ja schon irgendwie freuen. Ich fand den eigentlich schon... Ja, jetzt nicht so besonders sympathisch oder so, aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlimm oder so. Okay, da habe ich schon geöffnet. Das ist gut. Und geradeaus. Yippie, Schweinebacker. Dann gehen wir doch mal dort durch. Zum primären Pflegebereich. Wiedersehen macht Freude. Und jetzt haben wir wieder unzählige Aliens, die hier auf der Station rumkrabbeln. Also 6 sind es mindestens. 6 ausgewachsene Aliens, die ich doch gesehen habe. Manchmal locken Ablenkungsmanöver eine noch größere Gefahr an. Seien Sie vorsichtig. Ja, natürlich. Solange Facehacker wieder kommen, die hasse ich wie die Pest, die Viecher hier in dem Spiel. Die sind echt grässlich, die Facehacker. Die haben mich auch ein paar Mal echt erschrocken, die Viecher. Finden Sie einen Shuttle in der San Cristobal Notfall-Shuttle-Bucht. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Okay, der war klug. Ja, das war der Bereich, wo wir da hochgeklettert sind, wenn ihr euch erinnert. Da sind wir hier reingekommen, genau, von dort rüber von dem Bereich, sind hier reingekommen. Und das Alien hat uns hier in der Situation gestellt. Und dann sind wir da aber über die Schächte abkauen. Ich glaube, das war Folge 21, wenn mich nicht alles täuscht. Aber den Bereich hatten wir auch schon. Aber hier scheint sich auch wieder die Luft reguliert zu haben, soweit. Und natürlich müssen wir dort hin, ist klar. Aber es brennt auch immer noch. Okay, habe ich den Typ schon untersucht? Ja. Der hat wohl einen Chestburster hinter sich. Der hat der Alien geboren. Stolzer Papi. Stolzer Vater eines Aliens. Von einem Star Beast. Das macht ihm dann ja theoretisch zum Star Daddy. Geht. Diese 50er Jahre Science-Fiction-Bezeichnungen. Ich soll vielleicht einmal ein bisschen schleichen. Okay, ich habe schon gedacht, ich setze jetzt die Gasmaske auf. Aber ich sollte schleichen, dass hier Alien nochmal rumschwirrt. Natürlich gibt es Bewegung hier. Okay. Do immer geradeaus, wenn es so leicht ist. Natürlich ist es nicht so leicht. Hier brennt wieder der Kittel. Der hat nix. Da komme ich auch nicht großartig weiter. Biohazard, wie sich das gehört. Nicht verpasse übrigens Resident Evil 7 Biohazard auf Pelzig. Ist dann auch auf meinem Kanal zu sehen. Dürft ihr auch nicht wirklich unbedingt nicht verpassen. Ich bin so gespannt auf das Spiel. Und die Demo habe ich ja schon echt vergnüglich gezockt. Und bin super gespannt,
wie die Vollversion wird. Wenn das jetzt nicht mal das Alien angelockt hat. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich frage mich jetzt aber, warum die Androide hier mit ihrer Dekontaminierungsanzüge rumlaufen. Weil hier gibt's... Okay, na gut, Krankenstation. Okay, ja, habe ich mal eigentlich selber wieder beantwortet. Klar, wenn es eine Krankenstation ist und dort auch ein Labor angeschlossen ist, ist es klar, es könnte man auch durchaus Dekontaminierungsanzüge tragen. Wäre nicht das Dümmste. Und ansonsten beim Kern waren es einfach nur Gummianzüge, um isoliert zu sein, damit sie von deiner Reaktorstromschläge nicht angegriffen werden, nämlich mal an. Das war der letzte Bereich. Da konnte man genau, daneben konnte man speichern. Und da konnte man damals nicht hier. Würde ich aber sagen, ganz unbedingt mal speichern. Das ist sehr, sehr wichtig gerade. Und ja. Machen wir gerade hier. Bing. Okay. Super Sache. Mal da wieder gespeichert. Hier, du kommst doch raus, du Säckel. Ich sag's da. Geht's was auf der Wäsching? So, da kann ich jetzt durch. Oh Mann, ich bin auch total arg gespannt hier auf der Krankenstation. Okay. Verdammt, mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Marlow ist da durchgekommen. Es muss einen Weg geben. Vielleicht hat er auch ein besserer SZG gehabt. Finden Sie eine Verbesserung der Stufe 3 für den SZG. Ganz kurz, ihr liebe Leute. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, hab mal wieder Huste Misser. Für die nächste Episode hole ich mir auf jeden Fall auch ein Glas Wasser neben dran. SZG auf Stufe 3, okay. Das war ja einfach. Lag ja nebenbei so rum, ne? Zufällig. Hacken Sie die Tür und steigen Sie ins Shuttle. Ja, nichts lieber als das. Lendgranate, Stufe 3. Okay. Dann. Das umgedrehte E, der Pixelgegner, der Schlüssel. Das moderne Kunstwerk und der Topf mit Deckel. Es geht ein bisschen schneller jetzt. Der Topf mit Deckel. Na? Destos, umgedrehte E, der Topf mit Deckel, das V und das moderne Kunstwerk. Das war aber knapp jetzt. Okay. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Ja. Achtung. Entschuldigung. Ist echt schlimm in der Episode gerade, merke ich. Okay. Starten wir das Ding mal. Und? Wäre ja schön, wenn ich jetzt einfach wegfliegen könnte und hier à la macht's gut, ihr Trottel. So long, suckers. Aber so einfach ist das leider nicht, glaube ich. Ich würde ja sofort abhauen, wenn ich könnte. Wow. Überleben ist einfacher, wenn Sie laute Geräusche vermeiden und Kontakte auf Distanz halten. Nee, ich wollte jetzt nur zum Alien gehen und wollten mal so Broschüre für Seegson Synthetics oder so überreichen. Hier, wie wär's denn Alien Hiwi Androiden kaufen? Sie sehen wie ein sehr starker und kaufkräftiger Kunde aus. Geht's noch? Natürlich versuche ich das immer so gut wie möglich zu vermeiden. Okay, wo sind wir dann jetzt gelandet?
Na, Ladebildschirm und Ladebildschirm. Hopp. Wo bin ich? Okay. Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Vorsichtshalber mal der Flammenwerfer. Und ich steht Saria, liebe Leid, weil du vorne wieder Speicherstation war. Erkunden Sie die Anesidora. Ach, wir sind jetzt auf der Anesidora. Okay, alles klar. Ja, super. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leid, wo war es dann? Da ist es. Bringen Sie die Systeme der Anesidora wieder online. Ich speichere hier und mache an der Stelle hier meinen Cut. Und Entschuldigung für die viele Cuts heute. Aber wie gesagt, es war ein bisschen zu viel rumgehuschte heute, noch nicht so auf dem Damm. Aber was sein muss, muss sein. Und Alien Isolation, pelzig, muss immer sein. Von daher, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Das war dann die letzte Sonntag-Episode und wir sehen uns dann wieder am Dienstag zu Let's Play Alien Isolation pelzig, wo wir uns die Anesidora angucken und die Systeme wieder online bringen. Bis dahin, machen's gut, Eiern, Yankee.